SRF Audio. Wir leben manchmal so in einer Luftblase und merken nicht mehr, was rundum eigentlich abgeht. Und ein Desinteresse am Nächsten, das finde ich sehr, sehr schwierig. Dann hat man mich angeschaut, du gehst nur in die Ferien und dann ist man nie mehr abgeholt worden. Ich habe gewusst, den Mann würde ich gerne heiraten, egal ob der jetzt im Rollstuhl hockt oder nicht, das ist doch mir wurscht. Es ist ein Mann, es ist ein Mensch. Ich liebe sein Herz, ich liebe ihn, Ich habe noch nie so viel gelacht mit einem Mann wie mit ihm. Und habe gewusst, den Mann würde ich gerne behalten. Das Erste ist immer, wieso bist du auf der Straße? Was man aber nie macht, ist, man sagt nie, wo man schläft. Weil das könnte geplündert sein, besetzt sein. Und die Sachen, die man hat auf der Straße, muss man immer mitnehmen. Was brauchen Kinder, die von Gewalt betroffen sind, Missbrauch, Gewalt? Jemand, der ihnen zulässt und sie ernst nimmt. SRF 3 Fokus mit der Judith Wernli. Und mit der Lilian Senn, Mutter von 2 erwachsenen Söhnen, eine Frau, die viel durchgemacht hat, als Kind sexuellen Missbrauch erlebt hat, dann Floristin gelernt hat, Weiterbildungen bis zur Personalchefin. Und dann Burnout, Scheidung, Schulden und mit 57 obdachlos. Heute mit 67 hat sie wieder eine Wohnung zusammen mit ihrem Partner und arbeitet in Basel für das Strassenmagazin «Surprise» als Stadtführerin. Lilian Senn, herzlich willkommen im Fokus. Ja, guten Tag. Wir sind im Dezember, in der Vorweihnachtszeit. Für viele auch eine Zeit für ein Apero da, ein Glühwein dort, Geschenke besorgen, Gutzli backen. Wie erleben Sie gerade auch mit Ihrer Geschichtezeit? Im Moment, muss ich sagen, geht es mir in diesem Moment ja eigentlich gut. Bin auch sehr daran interessiert. Adventszeit ist für mich sehr eine schöne Zeit. Auch ich habe Geschenke. Ich habe ja 7 Enkelkinder von meinen Söhnen. Und ich habe ein externes Enkelkind, weil ich dort bin als Großmutter adoptiert wurde. Und ich freue mich auch an Geschenke. Und Geschenke verteilen vor allem. Mhm. Sie sagen, Sie geniessen die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit auch, mit allem Drum und Dran. Sind denn da die Momente auch da, wo es eben anders war? Weil eben, Sie haben über 4 Jahre auf der Straße gelebt, obdachlos gewesen. Gerade in dieser Zeit, kann ich mir vorstellen, ist das vielleicht speziell präsent? Ja, vor allem an den Weihnachten. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Gassenküche zu. Praktisch alle Institutionen sind zu, bis auf 3. Die Frauenoase, der Sub und Chill hinter dem Bahnhof und natürlich das Tageshaus für Obdachlose in Grossbasel. Das sind die einzigen 3 Institutionen, wo man herkommt. Sonst ist Basel ausgestorben. Und was ist das für ein Gefühl, wenn Sie an die Zeit zurückdenken? Es war sehr, sehr kalt, Minustemperaturen, alles ist gefroren, leer, öd, grau. Also es ist nichts Schönes in der Stadt Basel oder überhaupt in einer Grossstadt obdachlos zu sein. Menschen, die noch so eine Stadt beleben, die sind dann alle irgendwo halt eingeladen oder die sind für sich und schauen selber, dass sie irgendwie über die Runde kommen. Mhm. Es ist wirklich praktisch alles zu zwischen Weihnachten und Neujahr. Und Sie sind eben 4,5 Jahre obdachlos gewesen. Wo ist man denn in dieser Zeit? Ich habe mich natürlich ins Tageshaus für Obdachlose zurückgezogen, weil dort ist es warm und dort kann man sein vom 10 bis zum Abend um 4 Uhr an den Weihnachten. Und am Montag, wenn es kein Weihnachten ist, oder im Werktag, kann man bis um 5 Uhr am Abend bleiben. Und nachher bin ich in Sub und Chill gegangen, weil wenn man kalt hat, muss man immer irgendwo drin sein. Das ist ja auch etwas, gerade jetzt, Winterzeit, oder? Man sieht Menschen, also man weiss es nicht, aber man geht davon aus, es kann gut sein, dass die obdachlos sind. Da überlege ich mir häufig, wie kann man denn diesen Menschen würdevoll begegnen? Man kann ihnen würdevoll in dem begegnen, wenn man mit ihnen redet. Man lernt sonst nicht kennen, was eigentlich wirklich mit diesen Menschen ist. Warum sind sie da gestrandet? Und einige von diesen Menschen können halt einfach keine Institutionen benutzen. Also ein Tageshaus für Obdachlose können sie nicht benutzen. Es ist relativ nahe am Bahnhof, aber dort können sie nicht her. Mhm. In Ausnahmefällen kann man duschen dort, weil das ist dort nicht gratis. Was heisst mit ihnen reden? Also einfach ein Gespräch anfangen, oder? Eigentlich muss ich sagen, die Leute kommen ja, wenn sie in der Not sind, zu einem her und wollen etwas, entweder Geld oder etwas für zu essen.
Und dann ist es ideal, wenn man mit ihnen ein Gespräch anfängt, sagen wir, du, los, kommst mit mir mitkommen, wir können etwas posten. Oft aber brauchen sie auch Hygieneprodukte oder eben die Frauen vor allem auch einmal etwas für die Schönheit. Und Hygieneprodukt ist sowieso klar. Dann ist es so, dass sie dann betteln. Und es sind nicht alle Leute Sozialhilfeempfänger. Und die es sind, die haben eigentlich ihre Produkte. Aber es langt meistens nicht. Also verstehe ich Sie richtig, dass man nicht Geld geben soll, sondern zuerst ins Gespräch kommen, was denn die Person braucht? Ich denke, wenn man will, kann man auch Geld geben. Dann ist die Sache gerade abgeschlossen. Es ist natürlich immer Gefahr, man hat immer so das Gefahr, dass dann irgendwie Drogen finanziert werden oder Alkohol. Also eigentlich haben wir keinen Erziehungsauftrag. Die Leute sind erwachsen. Die wissen ganz genau, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Eine Sucht ist halt so, das ist auch ein Treiber. Ohne diese Sucht könnte sie aggressiv werden. Also was ist denn besser? Gebe ich ihm das Geld und er bleibt friedlich? Weil mit seiner Sucht kann er leben. Nur wir, die außenstehend sind, können mit dem nicht umgehen. Weil wir nicht wissen, wie. Vollalkoholiker, das sind Pegeltrinker, das ist jetzt ein Beispiel, die brauchen ihre Promille pro Tag. Wenn sie die nicht mehr haben, kommt das Hirn auf Entzug und das kann sie wirklich in einen epileptischen Anfall führen. Das kann zum Tod führen. Und also hat Sie jetzt die Frage auch ein bisschen aufgeregt, dass ich die Frage stelle? Nein, ich kann jetzt nachdenken, wenn ich es erklären kann, so dass das Publikum das versteht. Weil es ist wichtig, dass Leute, also jetzt stellen Sie sich vor, sie arbeiten und kommen jeden Monat ihren Lohn über. Wenn der Chef Ihnen anruft und würde sagen, Frau Wernli, ich zahle Ihnen jetzt Ihren Lohn aus. Können Sie mir sagen, was Sie damit machen? Das ist genau das Gleiche wie jemand, der bettelt. Und ich frage ihn, was machst du mit dem Geld? Oder ich verweigere es ihm, weil ich denke, der kauft Drogen oder Alkohol. Das hilft ihm aber nicht. Aber Sie haben gleich gesagt, eigentlich das Gespräch führen würde helfen, Ja. also würde Wertschätzung geben. Genau. Es ist immer schwierig zu sagen, gehe ich jetzt direkt auf die Person zu oder warte ich, bis die Person zu mir kommt. Oft wollen sie das ja gar nicht. Sie sind so mit seinen Problemen belastet, dass sie das manchmal eben gar nicht können. Oder auch nicht zulassen. Das haben wir ja auch. Die haben auch ihre Laune oder eben sind gut gelaunt oder eben einmal in Gedanken. So Leute müssen immer überlegen, wie komme ich denn überhaupt zum nächsten Kaffee? Oder komme ich überhaupt zu einem Frühstück Kaffee? Ja, reden wir doch von Ihnen, also von Ihrer Geschichte. Ich habe das auch so erlebt, aber ich kann mich sehr gut organisieren können. Ich habe keine Suchtproblematik gehabt. Ich esse zwar sehr schwer gerne Schoki, ist auch eine Sucht. Ja, gut. Wenn Sie zurückdenken an die Zeit auf der Straße, Sie haben ja in Ihrem Leben viel erreicht. Also Sie haben eine Ausbildung gemacht als Floristin, Weiterbildung, sogar die Position als Personalchefin gehabt. Sie haben 2 Buben großgezogen. Und trotzdem sind Sie obdachlos geworden. Mögen Sie uns erzählen, wie es zu dem gekommen ist, wie die Spirale gegeneinander angefangen hat oder wie Sie gemerkt haben, jetzt ist es wirklich schwierig? Ja, das ist klar. Ich hatte 2 Obdachlosigkeiten gehabt. Die erste konnte ich dann überbrücken mit Freunden, Kollegen und mit Zwischenverdienst. Und vor allem dort ist das regionale Arbeitsvermittlungsstellbüro natürlich noch, hat meine Fixkosten abgedeckt. Nachher musste ich mir überlegen, aber Sie waren Personalchefin gewesen. Ich war Personalchefin und bin in ein Burnout geraten. Und dann habe ich mich scheiden lassen nach 20 Jahren Ehe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich alles verloren habe. Haus, Familie, Job. Ich habe dann das Burnout nicht behandeln lassen und bin nachher zu der regionalen Arbeitsvermittlungsstelle, musste Stellen suchen. Meine Absagen waren durchs Band, überqualifiziert. Man kann also auch zu viel gute Jobs haben. Und so habe ich mir überlegt, wie komme ich dann überhaupt wieder dazu, Mitte 40 einen neuen beruflichen, nicht persönlichen Neustart zu machen. Und dann habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht als Linienbuschauffeur. Und mit dieser Arbeit habe ich nachher meine Schulden zahlen. Als ich die gezahlt hatte, habe ich dann gefunden, ich will meinem Leben einen neuen Sinn geben, machen, was ich immer wollte, mit armutsbetroffenen Leuten arbeiten, mit Leuten, die es noch viel schwieriger haben als ich. Und dann habe ich meine Wohnung gekündigt, zu einem falschen Zeitpunkt. Und so habe ich die Wohnung verloren. Die
Polizei ist dann mein Zügelunternehmen gewesen. Und so hatte ich dann noch 2 Koffer und einen Rucksack gehabt. Und eine Pastorin, die ich kennt habe, von vielen Ausbildungen, hat mich aufgenommen. Und sie hat gesagt, los, du kannst zu mir kommen unter einer Bedingung, wir reflektieren zusammen dein Leben. Mhm. Und bin dann der ganzen Geschichte nachgegangen, auch vorfahren. Aber wie muss man sich den Moment vorstellen? Also, hat es einen speziellen Moment gegeben, wo Sie gemerkt haben, hey, jetzt geht es einfach nur noch abwärts? Es ist immer abwärts gegangen bei mir. Also, meine Arbeiten, ich hatte immer gute Jobs gehabt, aber ich konnte nie sparen, weil ich immer Schulden hatte. Auch mein Mann hat immer Schulden gehabt. Und dann, wenn ich wieder einmal ich habe eigentlich dann gut verdient. Und auch wenn man ein Haus kauft, hat man nachher Hypothekarschulden, Nebenkosten. Das ist zum Teil nicht günstig. Und wir haben einen Bauernhausanteil gehabt. Das ist noch mal eine andere Nummer. Da muss man schauen, wie kommen wir denn durch. Wir haben also eine Küche müssen umbauen. Wir hatten immer Schulden. Mhm. Und unser Ziel war immer, die Schulden auch so schnell wie möglich zu zahlen. Aber das war natürlich nur in unseren finanziellen Möglichkeiten von der Einnahmen. Mhm. Und schlussendlich, Sie haben gesagt, die Polizei war Zügelunternehmen, sind mit 2 Koffern unter der Tasche auf der Straße oder im Rucksack. Was war denn das für ein Moment? Dort ist mir zuerst mal so richtig bewusst worden, wie schnell dass es gehen kann, dass man eben die Wohnung nicht mehr hat. Wie schnell, dass man auf der Straße steht. Aber was hat Ihnen in dem Moment genützt? Also vielleicht bevor Sie aus der Wohnung müssen oder in dem Moment? Weil hat es denn nicht Freunde gegeben, Verwandte, die Sie hätten leben können? Ich habe mich dermassen geschämt, dass ich das denen gar nicht sagen wollte. Man muss zuerst einmal mit sich selber klarkommen. Wo kann ich mich dann umziehen? Wo kann ich denn überhaupt auf die Toilette? Wo kann ich duschen? Ich bin so erzogen worden, dass man die Armut immer verstecken musste. So habe ich natürlich mir andere Möglichkeiten gesucht. Und dann kostet ja die Toilette schon etwas. Aber bei Freunden würde es ja nichts kosten, oder? Freunde haben kein Interesse in der Regel. Das geht vielleicht 2-3 Tage, maximal eine Woche gut. Und dann gibt es Lampen. Weil das Problem ist natürlich, man ist überall Gast. Und man tritt als Gast in eine fremde Atmosphäre hinein. An das Leben von jemand anderem hinein. Und das finde ich sehr schwierig. Weil ich zwinge mich dann wie dieser Person auf. Weil ich habe ja das verloren. Ob ich jetzt selber schuld bin oder nicht, ich habe einfach keine Wohnung mehr. Und das Angebot ist gerade auf den ländlichen Gegenden ist sehr mager. Also trifft man sich in der Stadt und dort muss man sich dann mit all diesen Menschen unterhalten, die auch auf der Gasse leben. Ist aber das beste Bustelefon, man informiert sich dort. Zu meiner Zeit hat es keine Plattform gegeben, wo ich schauen im Internet, wo kann ich jetzt hin. Ich bin dann in Basel, als ich dann wirklich draussen war, dank der Pastorin, muss ich sagen, habe ich noch einen Unterschlupf gehabt, aber dort konnte ich auch nicht ewig bleiben. Aber sie war eine wichtige Person in dieser Zeit? Die wichtigste. Also das ist für mich, wenn ich mir es nachher überlegt, nebst meiner Pflegefamilie, die mich gerne behalten hat, ist sie nachher eigentlich die Person gewesen, die mir das alles ersetzt hat und mir beigebracht hat, was ich in meiner Jugend nie gelernt habe. Wenn man das daheim von Anfang an nicht lernt, von Geburt an mit einer Mutter, immer wo da ist für einen, kann man das gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Man muss das lernen von Anfang an und man muss eine Beziehung haben zu der Bezugsperson. Man sagt ja auch, wenn ein einziger Mensch einem glaubt, das reicht eigentlich schon. Ja, richtig. Wie hat sie denn unterstützt in dieser Zeit, wo sie obdachlos waren? Ich bin ja bei ihr, als ich obdachlos war, nur sie hat mich nicht immer behalten. Ich hätte mich so eingenistet. Und ich hätte die Obdachlosenzeit gar nie kennengelernt. Und das war super, dass sie das gemacht hat. Weil ich bin eigentlich selber schuld gewesen. Begrenzt selber schuld natürlich. Weil ich meine Wohnung gekündigt habe. Also die Arbeit gekündigt habe. Und aufgrund von dem, am Anfang konnte ich meine Wohnung noch halten mit Gelegenheitsjobli. Aber mit der Zeit ist das eben nicht mehr gegangen, weil die Fixkosten habe ich nicht angebracht. Die sind trotz mal 2300 Franken gewesen. Und mit Fixjobli und Stundenlohnarbeit kriegt man das nicht mehr an. Gibt es die Momente, wo Sie denken, Kopf, Lilian, wieso hast du das hier gemacht? Wieso hast du den Job gekündigt? Gar nie. Ich habe das gar nie gehabt. Ich habe das als Abenteuer empfunden, muss ich ganz ehrlich sein.
Weil ich auch keine Sozialhilfe genommen habe. Es wäre gut gegangen, oder? Warum nicht? Weil ich habe gefunden, ich habe einen Prozess in Gang gesetzt, der mir hilft, erstens einmal zu sehen, hinter die Kulissen, dass ich mal sehe, wie unser System funktioniert. Ich kenne es ja von der anderen Seite sehr gut. Und vor allem habe ich gewusst, wenn ich jetzt wieder retour gehe, ich habe wieder Schulden bekommen, obwohl ich sie schon mal gezahlt habe. Und wenn ich das jetzt mache, wie lange muss ich wieder arbeiten? Muss arbeiten, damit ich die Schulden wieder gezahlt habe. Und habe festgestellt, dass wir ein reines Abschreckungssystem, Schuldensystem eigentlich haben in der Schweiz. Damit eben niemand die Wohnung verliert, muss man immer schauen, dass man arbeiten kann, damit man die Wohnung immer zahlen kann, also die Fixkosten immer zahlen kann. Und was übrig bleibt, mit dem darf man dann machen, was man will. Mhm. Also das ist Miete, Steuern und Serave und Stromrechnungen, das muss man haben. Eine Wohnung kann man ja nicht beheizen oder kann keine Schmine anstellen oder ein Feuerchen machen, das günstig wäre. Oder? Das geht nicht. Also in einer Wohnung hat man ganz klare Verpflichtungen, die muss man sauber behalten. Die haben sie nicht wollen. Darum haben sie gefunden, der Weg auf die Straße oder draussen leben ist eine Alternative. Nein, es gibt eine Hürde, und zwar eine behördliche Hürde. Wer keine Wohnung hat auch keine Postadresse mehr. Und wer keine Postadresse mehr hat, kann nicht arbeiten, kann kein Bankkärtchen haben, wenn das mal abläuft oder man keins hat. Dann muss man muss eine Postadresse haben, muss postalisch erreichbar sein für eben Behörden und Mieten. Krankenkasse ist auch so ein Thema, wenn das monatlich gezahlt werden muss. Also alle obligatorischen Sachen, die zwingen, hat mich gezwungen zum Arbeiten. Nur hat das nie gelangt. Also meine Prämie war damals schon über 500 Franken pro Monat. Aber das heisst, Sie sind auf der Straße ohne Adresse natürlich? Also, genau. Und man hat Sie eigentlich... Sie sind eigentlich gar nicht mehr da gewesen, Sie sind vermisst gewesen, oder? Ja, ich war schon vermisst gewesen, aber das habe ich nicht gewusst. Das klingt komisch, aber ich habe das nicht gewusst. Mein Sohn hat mich suchen lassen, weil er mir eine Freundin vorstellen wollte. Wie alt sind Ihre Kinder in dieser Zeit? 18, 19 war der ältere Sohn schon gewesen. Und der jüngere war 17, 18 gewesen, weil der eine Sohn war im Internat gewesen, und der ältere Sohn, der ist im letzten Lehrjahr gewesen, und dann sie sind schon eben 19, 20 gewesen. Und schon ausgezogen in dem Fall? Sie haben ja, das nicht miterlebt. Genau. Das war gut gewesen, aber wer hat Sie gesucht? Er hat mich gesucht. Er hat gemeint, weil er mich nicht mehr angetroffen hat an der alten Adresse. Das war natürlich schwierig gewesen. Dann ist er gerufen und dann hat er gesehen, es ist alles verklebt, die Mami ist nicht mehr da. Ich verstehe auch die Webseite. Er hat Angst bekommen. Ja, logisch. Aber ich habe ja nicht gedacht, dass mich jemand sucht. Oder? Also wie können Sie nicht davon ausgehen, dass Ihre Söhne Sie nicht suchen? Wir haben eigentlich immer nur sehr eine feine oder eher eine magere Beziehung gehabt. Jeder war mit sich beschäftigt gewesen. Und wenn man so eine Reflexion macht, wie ich es gemacht habe, dann braucht das Ruhe. Ich habe meine Söhne missbraucht und das wollte ich nicht wollen. Man kann alles missbrauchen. Also inwiefern Missbrauch? Dass ich andere wie verantwortlich mache für das, dass ich jetzt keine Wohnung habe. Mhm. Dass ich auf der Straße bin. Dabei sind sie ja gar nicht schuld. Ich hätte ja meinen Job behalten können, oder? Zum Beispiel. Aber ich habe einfach gewusst, dass es richtig ist, weil ich den falschen Zeitpunkt gewählt habe. Und man muss so etwas wirklich planen. Wo ich mir wirklich die Wohnung verloren habe, ist, weil ich einfach die Fixkosten nach Krankenkassenprämien nicht mehr erwirtschaften konnte. Und wie war denn das, als Sie die erste Nacht wirklich draussen geschlafen haben und gewusst haben, also ich habe kein Dach mehr über dem Kopf? Ich musste einen Schlafplatz suchen. Trocken und Regen. Also trocken, windgeschützt. Nicht nur trocken, auch es darf nicht abfallend sein, was nachher das Wasser nicht durchlaufen kann. Also eine Brücke. Meine erste Nacht war wirklich draussen. Und es war Winter. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich irgendwo her, wo es einfach sehr windgeschützt ist. Und meine erste Nacht war dann in einem Raucherzelt, bei einem Restaurant. Weil das war gerade die Zeit, wo die Raucher verbannt worden sind aus dem Restaurant.
Und dann haben sich da so Beizer überlegt, was sie dann machen können. Und dann hat es so Raucherzelte gegeben. Oder Hütli. Die sind offen gewesen. Dann bin ich in die gegangen. Dann habe ich Killen. Das war auch noch möglich gewesen, weil dort ist natürlich, da ist man rundum geschützt. Und im Raucherzelt ist man auch rundum geschützt. Aber es hat manchmal auch nur so 3 Seiten gehabt und vorne offen. Also ich habe es so gemacht. Und dann eben auch mit Sichtschutz. Man muss als Obdachlose muss man geschützt sein. Man ist immer 24 Stunden ist man immer ausgestellt. Keine Tür zu machen. Dann kein Busch in der Nähe, wo man mal ein bisschen sich hinterher dran Ruhe haben kann. Keine Tür mehr zum Zutun. Schwierig. Sie haben mir gesagt, also wir haben das Interview gestartet und Sie haben gesagt, ich möchte noch ein bisschen Lippenstift auftragen. Das ist mir ganz wichtig auch. Und das ist Ihnen, glaube ich, immer wichtig gewesen, auch als Sie auf der Straße gewohnt haben, die körperliche Hygiene. Wie haben Sie denn das gemacht? Ja, die WC haben etwas gekostet, ich hatte kein Geld gehabt. Ich bin dann eigentlich in die öffentlichen WC gegangen bei dem Restaurant und bei Toiletten also Fastfood. Dann kam man in der Frauenoase, die ich dann kennengelernt, wo ich die Frauenoase dann kennt habe. Dort hat mich jemand mitgenommen von den Gästen und hat mich dorthin mitgenommen, weil ich eine Ärztin brauchte. Und dort konnte ich dann regelmässig duschen. Dort habe ich alles bekommen. Duschmittel, Tüchli, Lippenstift. Wenn ich hätte wollen, auch ein bisschen Schminksachen. Weil das ist vor allem eine Frau, für Frauen gewesen, die Sexarbeit machen auf der Straße, aber Gelegenheitssexarbeit. Und eben Frauen, die auch mal Wäsche waschen. Man kann dort auch Wäsche waschen und Kleider tauschen. Das ist noch wichtig. Frauen brauchen Hygieneprodukte und dort war es gratis. Ich konnte dann immer die gratis haben, wenn ich etwas braucht habe. Was sind das für Gespräche, die man mit anderen Menschen führt, die auch auf der Straße sind? Der erste ist immer, wieso bist du auf der Straße? Was man aber nie macht, ist, man sagt nie, wo man schläft. Weil das könnte geplündert sein, besetzt sein. Und die Sachen, die man hat auf der Straße, muss man immer mitnehmen. Ich konnte aber nicht mit 2 Koffern und einem Rucksack umeinander laufen. Das ist nicht gegangen. Darum hat dann in Münster, in Basel, hat es Diakonieschwestern und sie haben einen Koffer von mir gehütet, nämlich den Sommerkleiderkoffer. Und wenn es Sommer wurde, konnte ich einfach tauschen. Und mit der Zeit bin ich in die Notschlafstelle schlafen. Und dort muss man sich ausweisen. Und in der Heilsarmee muss man sich auch ausweisen. Dort gibt es ein Frauenhaus von der Heilsarmee. Und dort muss man sich auch ausweisen. Und als ich mich dort musste, das erste Mal ausweisen, ist die Polizei da gestanden. Weil Sie keinen Ausweis hatten? Nein, weil ich gesucht worden bin. Aha. Ihr Sohn, den Sie gesucht hat? Ja. Wie war das für ihn, als er denn das gehört hat? Haben Sie ja wahrscheinlich müssen erklären oder haben wahrscheinlich das auch dann erzählen, was passiert ist? Also die Polizei ist dann da gestanden, also die Kriminalpolizei ist beim Frühstück, als ich gefrühstückt habe, gekommen. Und dann wollte ich nicht gehen, weil während dem Frühstück lasse ich mich nicht stören. Und dann habe ich gefunden, ich gehe denen das sagen, sollen jetzt warten, bis ich gegessen habe. Das haben sie gemacht. Dann haben sie mich mitgenommen in die Kriminalpolizei. Ich habe dann das Gefängnis mal von ihnen anschauen. Also es ist sehr geschmuch, also sehr erdrückend. Also so die Stahltüren und die Stahl, wirklich innen alles Chromstahl oder eben Stahl, das ist also sehr kalt, hart. Und dann musste ich meinem Sohn anrufen. Das habe ich dann gemacht. Was ich aber nicht gewusst habe, ist, dass auch der Staat mich gesucht hat. Und zwar, weil ich nicht zu der Arztkontrolle gegangen bin. Dann haben die mich eben auch gesucht. Und wie hat Ihr Sohn reagiert? Freudig natürlich, überrascht, dass es mir so gut geht, zum Glück natürlich. Und ist am anderen Tag gerade angedüst, weil er das GA ist gekommen und hat dann mich eingeladen, gerade zum feinen Essen. Und da konnte ich ihm alles erzählen. Mhm. Wenn Sie jetzt so reden, erzählen, dann tönt das für mich erstaunlich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe. Ist das die Distanz, die Sie zu dieser Zeit haben? Oder hat es sich für Sie, schlimm ist das ein blödes Wort, ich finde jetzt gerade das Wort nicht, gar nicht so schwierig angefühlt, das Leben auf der Straße?
Es ist ja so, ich war ja lange Zeit obdachlos gewesen. Am Anfang war es sicher schwierig gewesen, aber ich habe gewusst, weil ich ja nie wirklich einen Ort hatte. Ich habe keinen geborgenen Ort gehabt, von der Geburt an schon nicht. Und das gar nicht kennen? Nein. Im Spital jeden Tag eine andere Schwester, jeden Tag, oder dann als Übungsbaby für werdende Mütter und Väter. Da ziehen die einem ab und putzen. Sie sind im Spital geblieben? Ich bin im Spital geblieben für ein Jahr. Und da kann man gar keine Beziehung aufbauen. Das habe ich gar nie gekannt. So einen geborgenen Ort, da gewöhnt man sich dran. Dann wieder verpflanzt werden nach einem Jahr zu einer Pflegefamilie. Das ist auch nur eine Überbrückung. Ich konnte dort nicht bleiben, weil meine Mutter keine Einwilligung für eine Adoption gegeben. Ich wäre sehr gerne geblieben. Das wäre total cool gewesen für mich dort. Ich hatte eine tolle Familie gehabt. Pflegefamilie. Wir tauchen noch in die Kindheit ein, aber Sie würden wirklich sagen, weil Sie das Gefühl gar nie haben dürfen erleben, wie es ist, geborgen zu sein. Und mit Ihrer Familie haben Sie das auch nicht können, so in den Ängsten, also mit dem Kind und mit Ihrem Mann, wo Sie sich nachher getrennt haben. Das war wie nicht möglich gewesen für Sie, so ein Zuhause zu arbeiten? Nein, eigentlich ist es nicht gegangen. Ich habe ja einen Sohn, der Geburtsgebrechen hatte, 2. Und dann muss man immer rennen. Da ist man von Anfang an im Amts, so in diesem System wie gefangen. Und da muss man nur noch funktionieren. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Also die 2 Buben, der eine war schwierig, ihm alles zu bieten, was er braucht, weil der Jüngere nicht mehr so viel Zeit gebraucht hat. Dann die ganze Pflege. Und zwar Wundheilungen und all diese Sachen, immer wieder in Spital rennen. Das sind 7 Operationen gewesen. In 7 Jahren, also fast jedes Jahr eine Operation, immer wieder den Eltern müssen den Schwiegereltern geben. Es war eine schwierige Zeit gewesen. Und meine Söhne haben eigentlich an mir wirklich nicht eine tolle Mutter gehabt, das muss ich ehrlich sagen, weil ich wünschte mir heute, ich hätte das anders können machen, aber ich kann ja das nicht mehr retourdrehen, das kommt nicht mehr. Aber Sie haben mit Ihren Kindern offen über das können reden mit Ihren Buben, dass Sie das eigentlich auch anders gewünscht hätten. Ich habe das bei uns am Familientisch erzählt, dass Sie zu mir kommen. Und der 13-jährige Sohn von uns, der Robin, er hat gesagt, hey, kannst du Sie nicht fragen, wie es ist, wenn einem Menschen nicht mehr sehen? Ziemlich verachtend. Weil man fühlt sich dann unter ganz vielen Leuten einfach allein. Interessenlos, der geht mir nichts an. Oh, ich könnte mir Probleme aufladen, wenn ich mit dem rede. Da gibt es ganz viele Ablehnungsmöglichkeiten und Momente. Und die all in etwas einzufassen, das kann man schier nicht. Aber ich finde die Frage von Ihrem Sohn sehr, sehr gut und ich nehme auch die mit. Haben Sie das wirklich so erlebt? Ja. Ich bin auch angespuckt worden. Also ja, das kann es halt geben. Ja, selber schuld. Alle selber schuld, die auf der Gasse sind, können arbeiten, dann ändern sie daheim, dann haben sie das Essen auf dem Tisch und. Das ist ganz, ganz eine verachtende Festlegung oder eben auch die Vorurteile, die man hat gegen Menschen, die auf der Gasse sind. Was denken denn wir über Menschen auf der Gasse, die überhaupt nicht stimmt? Alle selber schuld. Jeder kann arbeiten, der nicht will. Zu faul zum Arbeiten, Sozialschmarotzer. Die sitzen aber ganz woanders, die sitzen nicht draussen. Also und ganz gemein finde ich, wenn es Leute gibt, die Politiker sogar, es gibt keine Armut in der Schweiz. Das andere Zahlen. Rund 10% der Schweizer Bevölkerung lebt an der Armutsgrenze, Tendenz steigend. Das heisst, wenn etwas Unvorsehbares passiert, teure Zahnarztrechnung oder eben Krankheitsfall oder dann wird es sehr, sehr eng. Sehr eng. Dann haben die Schulden, müssen ihre Konten nicht überziehen und die Banken sagen nochmal, vielmal danke, dann können sie den Zins noch verrechnen. Also ich habe auch eine Zeit lang so gelebt und es geht aber nicht, weil das Geld fehlt den nächsten Monat wieder. Was ist Geld für Sie? Für mich ist Geld nicht, ich gebe dem keinen grossen Stellenwert. Es ist nicht mehr wert als zum Beispiel ein Stück Mehl. Ich muss ja mit dem handeln. Es ist eine Handelswährung. Eine echte Währung ist ja das nicht. Wenn man über die Zeit auf der Straße redet, eben, dann hört man, es hat schwierige Phasen gegeben, natürlich, gerade auch je nachdem, wie man auch behandelt wird von den Menschen. Aber Sie haben in der Zeit auch jemanden kennengelernt, der ganz eine besondere Rolle in Ihrem Leben spielt, nämlich den Heiko. Wie sind ihr euch begegnet?
Er hat mich kennt von der Gassenküche und hat mich angeworben für Surprise als erste Frau in der Schweiz für soziale Stadtrundgänge. Er war Vollalkoholiker, ich konnte ihn nicht mögen. Aus diesem Grund habe ich einfach nichts dergleichen da, auch nicht angerufen. Weil ich gefunden habe, mit einem Vollalkoholiker arbeite ich nicht in der gleichen Firma, wo man sich schämen kann. Ich habe immer noch Vorurteile gehabt, obwohl ich auf der Gasse gelebt habe. Dort mal schon fast 3 Jahre. Aber das war ja nur der Anfang. Irgendwann hat sich das in eine andere Richtung entwickelt. Ja, richtig. Er hat mich angeworben für Surprise. Und weil ich eben nicht angerufen habe, ist dann die Chefin von der Stadttouren wieder auf ihn zugegangen und hat gesagt, er ist immer noch keine Frau für soziale Stadtrundgänge. Dann habe ich mich angemeldet, also ich bin wieder gekommen. Danach habe ich dann angerufen. Ich bin mit einem Vertrag rausgelaufen, mit der letzten Ausbildung, hoffe ich. Dann musste ich mit ihm mitlaufen und nachher habe ich mich in den Heiko verliebt. Und zwar aus dem einfachen Grund, nach der Tour haben wir Manöverkritik gemacht. Und das hat dazu geführt, dass wir hocken geblieben sind und dann auch noch uns näher gekommen sind über konstruktive, gute Gespräche. Dann habe ich gemerkt, dass der Mann ganz ein feines und ein tolles Herz hat. Also eigentlich völlig unverhofft, oder? Ja, schon. Ich hätte nicht gedacht, dass man wieder verlieben kann. Weil ich keinen Mann mehr wählen und er hat keine Frau mehr wählen. Und im Verlauf dieser Gespräche sind das vorgekommen. Aber mein Herz hat einfach etwas anderes wählen. Er hat einfach den Heiko wählen. Und so habe ich dann gefunden, ja, ich kann meine Gefühle nicht immer unterdrücken. Ja, und es ist ja wirklich auch eine schöne Geschichte. Wir haben die Geschichte, die wir ja kennengelernt haben, beim Strassenmagazin Surprise veröffentlicht und sind so zu einer Wohnung gekommen. Also wie hat das euer Leben, euer gemeinsames Leben verändert? Ja, es war dann so, dass wir aufgrund des Artikels, den sie veröffentlicht haben, über die Wohnung bekommen haben. Und als wir mit den Vermietern uns angerufen haben, habe ich zuerst gedacht, ja, ist jetzt das echt? Ist das nicht echt? Kann ich mich darauf verlassen? Das ist Weihnachten, Ostern, alle Festtage im Jahr, Geburtstag miteinander. Kann man das Gefühl nicht beschreiben. Unglaublich gewesen. Ich bin die Wohnung anschauen, nach einem Gespräch mit dem Vermieter. Ich habe gewusst, das ist super und habe die Wohnung auch bekommen. Mhm. Der Vermieter hat alle Versprechen, die er mir gegeben hat, eingehalten. Sogar Mietzinsreduktion für 500 Franken. Eine 2,5 Zimmer Wohnung, schwellenfrei, Pflegebad. Hey, es ist super. Also eine Wohnung, das bin ich sprachlos gewesen. Nach 4 Jahren haben wir dann können, die Wohnung Miete ganz zahlen. Aber währenddem, dass der Heiko und ich dann dort eingezogen sind, hat er noch einen Sturz gehabt und seine Lendenwirbel gebrochen. Er hat dann nach 6 Jahren, Entschuldigung, das stimmt Zum Glück nicht. 6 Wochen. 6 Wochen im Spital sein und Mitte August oder Ende August ist er rausgekommen im Rollstuhl, hat wieder neu lernen laufen. Und ich habe gewusst, den Mann würde ich gerne heiraten, egal ob der jetzt im Rollstuhl hockt oder nicht, das ist doch mir wurscht. Es ist ein Mann, es ist ein Mensch. Ich liebe sein Herz, ich liebe ihn, ich habe noch nie so viel gelacht mit einem Mann wie mit ihm. Und habe gewusst, den Mann würde ich gerne behalten. So schön. Und die sind ja zusammen, also er ist auch immer noch Stadtführer in Basel. Wie ist das, wenn man Menschen die Orte zeigt, wo man ganz viel erlebt hat auf der Straße früher? Das ist eine Entwicklung, die man durchgeht. Also man muss sich outen. Wir wissen nicht, wie die Menschen reagieren. In der Zeit ich bin jetzt seit 7 Jahren Stadtführerin und ich habe mich auch entwickelt in dieser Zeit. Man bleibt ja nicht stehen. Mhm. Aber ganz am Anfang war das sehr schwierig gewesen. Und sich zu outen, wie man sich ansteht, aber wir sind sehr gut ausgebildet worden als Surprise. Der Sibyl Rotter von der Surprise ist die Erfinderin von der Stadttour, zusammen mit den Stadtführern. Und sie hat uns das alles beigebracht oder eben auch Leute organisiert, die uns das zeigen. Aber ist es nicht sehr emotional, wenn man dann durch die Stadt geht, wo man ja eben Tag und Nacht auch war? Das sollte man eben nicht sein, weil wenn man emotional wird, dann kann man
den Leuten, die mitkommen, auch ein schlechtes Gewissen anhängen, das wollen wir ja nicht. Mitleid ist das, was uns gar nicht hilft. Niemandem auf der Gasse hilft Mitleid. Also wie haben Sie die Unterteilungen können machen zwischen Mitleid und Mitgefühl? Haben Sie das gespürt? Also wenn ich mit jemandem Mitgefühl habe, dann sage ich dem die Wahrheit, auch wenn das vielleicht für mein Gegenüber nicht unbedingt angenehm ist. Und wie haben Sie es empfunden, als Sie auf der Straße waren, wenn jemand Mitleid hatte? Wenn jemand Mitleid hatte, dann habe ich dem gar keine Antwort gegeben. Also dann bin ich erstens mal, wenn jemand Mitleid mit mir hat, dann tut er mich mitleiden. Ich bin dann so ein Arms und man muss mir noch über den Kopf streicheln. Das habe ich gar nicht gebraucht. Also ich habe mein Leben reflektiert, ich habe das aufgeräumt und wenn jetzt noch etwas kommt, das mich emotional hernimmt, dann schaue ich das hinterher an. Mhm. Weil ich weiss nie, was auf der anderen Seite im Gegenüber auslöst. Und ich habe eigentlich eine recht heavy Geschichte. Und ich bringe sie ungeschont auf den Touren. Auch an der Schule. Ich bringe es ungeschont. Mhm. Weil Jugendliche oder auch Erwachsene merken genau, ob das echt ist oder ob das nur über etwas erzählt ist. Und Mitleid, da kommt man nachher in so ein ich bin selber so ein Arms, es zieht einem einfach ab. Also Sie wollen wirklich auch kein Opfer sein, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, richtig, ich will kein Opfer sein. Weil Opfer bin ich gewesen. Eben, Sie strahlen viel Offenheit und Stärke aus. Ich weiss, wir haben es ja gehört, der Weg war wirklich nicht einfach gewesen. Sie haben es auch schon erwähnt, Sie haben als Kind Sachen müssen erleben, die kein Kind müssen erleben. Ein schwieriger Start auch schon ins Leben. Wie erinnern Sie sich zurück an diese Zeit? Was man merkt, ist, dass man immer ein Defizit hat. Und das Defizit ist der Urvertrauen, das man muss haben zu einer Mutter oder zu einem Vater. Eine Beziehungsperson, die hat mir immer gefehlt. Dann hatte ich eine Bezugsperson und dann ist mir die wieder genommen worden bei der Pflegefamilie. Ich habe dann, weil bei der Pflegefamilie, ich bin ja immer nur abgeholt worden an den Wochenende. Ich habe ich habe meine Mutter gar nicht gekannt. Sie ist mich gar nicht geholt, nicht einmal. Und so Sachen erinnern mich dann. Und als ich weg musste, musste ich zu einer fremden Frau. Das hat mich sehr geprägt. Dann hat man mich angeschaut, gehst nur in die Ferien. Und dann ist man nie mehr abgeholt worden. Das bringt einem dann sehr tief. Aber ich bin nicht vorbereitet worden auf diesen Schritt. Mhm. Und später habe ich dann mir einfach eine eigene Strategie entwickelt. Das macht man dann halt automatisch. Wenn man nicht ernst genommen wird, wir waren 5 Kinder daheim im Gesamten. Aber was war das für ein Gefühl gewesen? Man sagt ihnen, sie gehen in die Ferien und sie werden einfach nie mehr abgeholt? Im Stich gelassen, einsam, allein. Ich habe mich einfach total niedergeschlagen gefühlt. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist noch schwierig zu bewerten. Sehr schwierig. Aber man fühlt sich elend, allein gelassen. Alle mögen mich nicht. Und das sind alles Sachen, wo man durchgeht. Mhm. Und dann hat ja der sexuelle Missbrauch noch stattgefunden. Sie sind schon ein bisschen mehr als 3-jährig missbraucht worden? Ja. Das ist natürlich, da ist man ohnmächtig, wie gelähmt. Da kann man gar nichts mehr machen. Mein Nein, das ist gar nicht gehört worden. Und mit 3,5-jährig musste ich den Mann oral befriedigen. Und sein Penis ist natürlich gross. Da ist mir bis ins Halsgurgel hintergegangen und so. Ich war fast verstickt. So Sachen vergisst man nicht mehr. Mhm. Aber ich musste etwas lernen und das ist, man muss vergeben. Das konnte ich aber nicht können. Also ich wollte ihm nie vergeben. Aber ich habe gewusst, wenn ich das nicht mache, lasse ich es auch nicht los. Dann hebe ich es ja fest. Das soll ich nicht wollen. Was hat Ihnen in dieser Zeit geholfen? Wut, Rache. Ich selber bin diesen Männern ausgeliefert gewesen. Was soll ich denn machen? Als Kind. Ich habe keine Kraft. Mhm. Mit der Zeit gibt man auf und sagt dann, ja, nun, dann ist halt der Körper. Was ich gemacht habe, ist ganz klar, ich habe den unteren Teil vom oberen Teil getrennt. Also für mich war das unten durch grusig gewesen. Also, ja, es hat mich geekelt. Ich hatte Ekelgefühl gehabt. Und am liebsten einen neuen Unterleib wählen. Ich
Ich habe auch nicht gewusst, kann ich einmal Kind haben. Und ich habe 2 Söhne geboren. Ich war 3-mal schwanger. Das erste Kind habe ich verloren. Das war ein Abort. Und die anderen 2, die sind dann geblieben. Und das hat mich dann sehr tröstet, weil nie klar war, ob ich Kinder habe. Mhm. Was brauchen Kinder, die von Gewalt betroffen sind? Missbrauch, Gewalt? Jemand, der ihnen zulässt und sie ernst nimmt. Die Kinder haben vor allem einen riesen Nachteil, aber auch Frauen oder auch Buben. Es sind ja nicht nur Mädchen, es werden auch Buben sexuell missbraucht. Die Schäden, wo Männer oder auch Frauen, es gibt auch Frauen, die natürlich andere missbrauchen, die Schäden, die man in der Seele anrichtet, das können sie nie mehr gut machen. Das gibt es nicht, es gibt keine Wiedergutmachung. Da gibt es wirklich nur zu lernen, diesen Leuten zu vergeben und zu wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sich an ihnen einmal rächt. Aber das ist natürlich ein sehr schwerer Prozess gewesen. Und das ist fast bis ins 2015 gegangen. Also eben, Sie haben gesagt, Sie sind 60 erst, in diesem Alter haben Sie anschauen können. Was würden Sie anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben, mit auf den Weg geben? Das erste Mal überlegen, wenn man so einen sexuellen Übergriff hat oder eben geschändet wird, wie auch immer, weil die Schmerzen sind ja innen dran, man sieht sie ja nicht, man kann es nicht beweisen, sie müssen einen Beweis haben. Wenn eine Frau oder auch ein Bursch sexuell genötigt ist, oder egal in was für eine Form, dann muss man Beweis sichern. Man muss einen Beweis haben, irgendeinen. Und dann nicht direkt auf die Polizei, sondern eine Opferhilfe. In der Opferhilfe gibt es Soforthilfe und da kann man auch schauen, wo geht man her, was macht man, lohnt sich eine Anzeige, lohnt sich keine. Und was ganz wichtig ist, man kann dann zu einem Arzt. Und da kommt jemand mit, wenn man das will. Man ist dann nicht mehr allein. Das ist, glaube ich, das Gefühl, das Sie sehr, sehr begleitet. Ja, das Alleinsein, man ist dann all denen ausgeliefert und niemand hört die Schreie. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach von der Gesellschaft gegen Gewalt? Es geht bei solchen Übergriffen immer um Macht haben. Und man wird erpresst, ich komme da wieder zurück und bringe dich um, wenn du jemandem etwas sagst. Also, diese Sachen, die sind live, das kommt täglich vor, oder? Weil die wissen ganz genau, dass sie etwas machen, was sie nicht sollten. Und was würde helfen, dass man das durchbrechen kann? Indem Kind sofort mit jemandem reden können, wo sie Vertrauen haben. Eben jemand, der zulässt. Das ist das Allerwichtigste. Zeit für jemanden investieren ist das Kostbarste, was man haben für einen Menschen. Lilian Senn, Sie reden ja ganz bewusst auch über den sexuellen Missbrauch, über Ihre Zeit als Obdachlose. Was ist es, was Sie antreibt, dass Sie Ihre Geschichte so teilen mit uns? Die Sensibilisierung von der Bevölkerung. Ich denke, dass wir ein bisschen eine pervertierte Bevölkerung haben. Das klingt jetzt komisch. Aber wir leben manchmal so in einer Luftblase und merken nicht mehr, was rundum eigentlich abgeht. Und ein Desinteresse am Nächsten, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und ich habe gemerkt, wenn ich den Leuten nur schon meine Biografie erzähle und der sexuelle Missbrauch kommt drin vor, also natürlich nicht ausgeschlachtet, das ist ja klar. Also ich weiss auch nicht, was in diesen Menschen alles abgeht, die das so Sachen machen, aber ich weiss, dass es immer um Macht geht. Macht über der Anderzahl. Was ich nicht will erzeugen, ist Mitleid. Und da hilft mir sehr, dass ich mein Leben aufräumen, reflektieren, vergeben. Die Vergebung, die hat mich dann richtig befreit. Ich konnte endlich, ich glaube auch an einen lebendigen Sohn, Jesus Christus von Nazareth, den wir immer an der Weihnachten feiern und an der Ostern. Und wären alle Menschen so leben, wie es Gott hätte wollen, hätte es den Jesus gar nie gebraucht. Und bei ihm habe ich alles abgeladen und lasse es eigentlich auch dort. Und das ist jetzt so ganz ein spezielles Interview, das haben wir abgemacht und im Vorfeld, dass wir endlich über alles dürfen reden. Und darum aber das ist ein Prozess gewesen, dass ich das überhaupt kann. Es ist Ihnen auch ein Anliegen, Kindern aufzuzeigen, was es heisst, arm zu sein. Sie gehen mit Vorträgen an die Schulen. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Sehr gute.
Sehr gute. Also, die Kinder, das erste Mal, als wir das erste Mal gegangen sind, der Heiko und ich, an der Schule, haben wir ja das noch aufgebaut in Basel. Und dann sind die Schüler wirklich, haben Feedbacks gegeben. Wir haben sie dann gefragt, ob sie jeder würde das Feedback machen. Und dann haben ein paar Schüler geschrieben, ja, sie hätten gedacht, es gäbe einen langweiligen Morgen. Das ist ein Workshop zwischen 3 und 3,5 Stunden etwa, bis 4. Und der Workshop, wir haben die voll abgeholt, voll mitgemacht, mit allen diesen Sachen, mit der Bio, und das hat sie dort zum Umdenken gebracht. Und da hat einer dann geschrieben, es sei der interessanteste Morgen von einem Projekt, wo sie mitarbeiten durften. Aber sie sind gekommen zuerst. Also wenn man halt am Morgen noch müde ist und so, ja, dann hat man natürlich nicht gerade ein Lächeln auf dem Gesicht. Und haben Sie denn so viele Fragen? Das ist so eine grosse Palette. Das würde jetzt unseren Rahmen sprengen, aber sehr viel ist natürlich, wichtig ist natürlich für sie immer, warum dass ich keine Hilfe geholt habe. Und man muss wissen, ich bin im Jahr 1957 geboren, da hat es keine solche Einrichtungen gegeben, wie wir heute haben. Und es hat dort mal auch keine Opferhilfe gegeben, die ist in den 90er Jahren ist die erst eigentlich ins Leben gerufen worden. Es hat den weißen Ring hat's gegeben, zu meiner Zeit schon. Aber sonst muss ich sagen, sonst hat man das nicht gekannt. Also würden Sie sagen, heutzutage würden Sie nicht mehr müssen obdachlos sein, in der gleichen Situation? Also jetzt, wenn es um die Obdachlosigkeit geht, dann müssten wir mal nochmal über die Bücher. Weil obdachlos hat einen ganz anderen Hintergrund, warum jemand obdachlos geworden ist. Auch das ist eine riesige Geschichte hinten dran. Was denken Sie, was finden Sie auch, könnte man in der Schweiz anders machen? In der Schweiz braucht es erstens einmal eine Anlaufstelle für 24 Stunden, wo all die Leute, die plötzlich, man kann ja plötzlich die Wohnung zur Nacht verlieren, Beziehungsbrüche, und dann muss einer ausziehen. Dann gibt es Auffangstellen, Nothilfe, das gibt es alles. Aber jemand, der Zeit hat und einfach stundenlang Zeit hat, das findet man eben nicht. Und der Zeitdruck und immer nur das Leisten und Profit haben, das ist nicht möglich. Mit Menschen ist das einfach nicht möglich. Und es braucht zum Teil auch Begleitung von diesen Leuten. Und dann fehlen die. Mhm. Weil wenn nichts gezahlt wird für die das begleiten, das ist niemandem geholfen. Mir wäre geholfen gewesen, es wäre mit mir über gesessen und ich hätte das erzählen können und es hätte konkrete Schritte geben können. Aber die konkreten Schritte, das ist nicht das, was das System will. Das muss man schauen, was braucht der Mensch wirklich. Man muss hinschauen. Hinschauen, sich Zeit nehmen. Genau. Mhm. Genau das Umgekehrte, was ganz viel machen, damit wegschauen. Es braucht ein Hinschauen. Was kann ich machen für diese Person im Jetzt? Und wenn man ein Gespräch sucht, das bin ich auch schon gefragt worden, das haben auch Sie vorher gefragt, dann kann man ganz klar sagen, was brauchen Sie jetzt? Und da wird er erzählen. Also das ist auch etwas, wo eben wir alle können fragen, ja. Zeit nehmen und fragen. Ja, ich kann fragen, was brauchen Sie jetzt? Ich sehe das und das. Oder ich kann sagen, ich habe den Eindruck, es geht Ihnen nicht so gut. Was brauchen Sie jetzt? Mhm. Ich habe etwa eine Stunde Zeit. Das wäre doch super, nur schon eine Stunde. Das wäre schon super, 15 Minuten. Und dann weiss der andere, hey, der nimmt sich Zeit für mich. Es interessiert mich. Jemand für mich. Das ist doch toll. Helfend in Hand ist dann, wenn man Zeit mit einer Person verbringt. Was würden Sie sagen, wenn jemand fragt und sich Zeit nimmt, egal wer, einfach mal fragt, hey, kann ich etwas Gutes tun? Was brauchst du jetzt? Oder wie kann ich helfen, unterstützen? Dass das kann einen grossen Unterschied machen bei so jemandem. Auf jeden Fall, weil natürlich weiss dann die andere Person ja nicht, es kommt immer auf das andere Gegenüber drauf an. Ist das eine Frau, ist das ein Mann, ist das ein Kind? Kinder sind noch eher offener, aber eher auch misstrauisch, weil sie ist ja dann erwachsen. Man weiss ja nicht, was könnte passieren. Man hört ja nur Schauergeschichten. Es gibt aber auch das andere, es gibt gute Leute unter uns. Ein gutes Beispiel ist mein Vermieter. Der hat ein feines Herz. Das haben nicht alle. Aber ich verstehe Sie richtig. Sie glauben das Gute am Menschen?
Ja, immer noch. Oder immer? Ich denke, es hat jeder einen guten Kern. Und wenn man den guten Kern findet, geht nur im Gespräch. Der andere muss sich ein Vertrauen haben zu dieser Person. Und zu dieser Person, wo die Obdachlosen aber auch das Vertrauen schenken, das darf man nachher gar nie missbrauchen. Lilian Sen, jetzt haben wir fast eine Stunde geredet miteinander. Ich habe immer so ein bisschen rausgehört, oder habe das Gefühl, ich höre ein bisschen raus, was Sie sich eigentlich von den Menschen wünschen. Oder auch mit ihrer Geschichte, was wirklich so das ist, was sie denken, hey, wenn ich das auch auslösen bei denen, die zuhören, dann habe ich wie mein Ziel erreicht. Was wäre das? Oder was ist das? Wenn die Menschen anfangen, über ihr eigenes Leben nachzudenken und bereit sind, auch anzuhören über die Nöte der anderen Menschen. Und dass man wieder viel mehr miteinander redet und weniger digital unterwegs ist, sondern dass man wirklich auch wieder lernt, Konflikte lösen, Menschen aufeinander zugehen, dass das Konkurrenzdenken aufhört. Wir stehen in einer grossen Konkurrenz, der andere könnte mir etwas wegnehmen. Ich finde das traurig. Ich bin nicht da, zu jemandem anderem das wegnehmen oder etwas wegnehmen. Ich möchte im Gegenteil mit den Leuten kommunizieren. Ich möchte das andere kennenlernen. Ohne Hintergedanken. Ohne eine feste Verpflichtung. Einfach nur, weil das andere da ist, wo mir begegnet. Also einander Zeit schenken, Ja. Aufmerksamkeit, Ja, zuhören. genau. Lilian Sen, danke vielmals für das offene Gespräch. Ich bedanke mich überhaupt, dass ich das durfte. Und bedanke mich auch bei allen Leuten, die mir geholfen haben. In dieser Zeit der Obdachlosigkeit. Das ist SRF Fokus, 1 Stunde, ein Gast. Und die ganze Sendung die findet ihr auch auf srf.ch/audio und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Wir freuen uns immer auch über Feedback, Kritik, Anregungen. Ihr erreicht uns via Fokus mit c, @srf.ch. Lilian Sen, sie hat ein paar Songs, die sie gerne hört. Und einer davon ist Peter Maffay mit «Über 7 Brücken musst du gehen». Und genau den hören wir uns jetzt da zum Schluss gerne an. Ich wünsche euch schöne Adventszeit und habt euch Sorge. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd und dann such ich Trost in einem Lied. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von Fernweh krank. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber geht. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen.
sein. Aber einmal auch der helle Schein. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der helle Schein. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der helle Schein. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.